So jede Option hat expiration date. Wenn expired es, ja? Was geschehen bei der expiration date? Das müssen Sie mit der Hand überschmissen. So, als Traders verstehen nicht pinklich, echt, Call, Put, was geschehen? Bescheid, es hat noch nicht expired, kaufst du es, verkaufst du es, fine. Aber was geschehen, wenn es expired? Especially, ob es expired, wenn es ist in the money, oder was geschehen, ob es expired, wenn es ist out of the money. Fahrens gehen wir daran, dann will ich doch den Mann an, als Options Trading involved, a größer Level of risk, and most people verlieren Geld, wenn sie traden Options. Das kein Mensch traden kann Options, und du weißt nicht 1000%, ja 1000, was ist 1000, Million. Das wissen 100%, wo das ist, gell? Und dem, das der Lechöre auch sein von der Statistik, wo die Geist Chaswa-Schulen verlieren Geld, und das ist nicht mein Purpose, dich zu helfen verlieren Geld. Und alle, was ich rede, ist nur für educational purposes only, ich nicht kann schimm financial advice. If you hast any questions oder etwas anderes, wo du willst, ich soll adressen in the sessions, please lass über a comment in the comment section, and without further ado, lass mir heranjumpen into option expiration. Was geht dann, wenn der Option expired? So, jede Option hat a deadline. The deadline meint expiration date, noch der Date ist der Option wert 0. Sie gut nicht wert mehr. Und sie meinen, du der Option bechlall zu bekommen. Jetzt, was ist geschehen bei der expiration date, hat sie tun, es ist out of the money oder es ist in the money. Ein Minute, ich habe gesagt, es wird 0. Es ist nicht sicher so, okay? Gib a kick. So hat sie tun, es ist in the money oder out of the money. Was meint, dass es out of the money? Ob es ist out of the money, ist es takke wert 0. Es wird gut nicht. Hast verloren 100%, wo das gezahlt, hast du verloren, oder ob das verkauft, hast du bekommen 100%, was jener hat gezahlt für dir, gut nicht, geschehen nicht wegen der Option, es ist geendigt mit es. Was meint, als es out of the money? Out of the money meint basically, a call option meint, als der Strikepreis ist, hecher der jetzige Stockpreis. So lassen wir sagen, der Stockpreis ist $100 und die aus der Option zu können kaufen, der Stock für $105. So meint es, dass es out of the money, weil was in der Welt sollst die kaufen, der Stock für $105, Tomer, die kannst es jetzt kaufen in der Market für $100. Weil der Seller von der Option geht kein Mensch bekommen von dir eine Request, dass sie kaufen für $105. Und ob ja, be my guest, kauf es für $105. Der Market verkauft, kann ich es nur verkaufen für $100. So, sie geht kein Mensch geschehen, es ist out of the money. Man meint, der 105 Strike Price ist wert nada, 0. Das ist, ob es ist out of the money. Jetzt, ob es ist a Put Option, es klingt verkehrt. A Put Option meint, dass die kannst verkaufen den Stock für einen höheren Preis, wie der Stock ist jetzt. So, lassen wir sagen, in unserem Fall, als der Stockpreis ist $100. Und die aus der Put Option, dass die kannst verkaufen den Stock für $105. Das meint in andere Werte, dass die kannst es jetzt verkaufen für $105. A viele, der Stockpreis ist schon $100, so meint es, dass jetzt in the money, weil die kannst es verkaufen für $5 mehr wie der jetzige Preis von der Stock. In dem Fall ist es in the money. So bei der Put in derselbe Numbers, Stockpreis 100, Strikepreis 105, ist es in the money mit $5. Bei der Call, $100 Stockpreis, 105 Strikepreis, ist out of the money bei $105. Verstehst? Du ist es out of the money, sie wird 0. Du ist es in the money, sie wird wieviel? So hat basically the value für wieviel mehr die kannst es verkaufen wie der Stockpreis. In dem Fall ist es $5. Das geht dann, wird der Optionpreis, wenn sie expired. Jetzt lassen wir nehmen verkehrte Exempel. Lassen wir sagen, also hast der Stockpreis, was wird $100 und die hast der Call von $95. Das meint in andere Werte, dass die kannst kaufen den Stock für $95, wenn der Stock halt schon bei $100. So die hast es weg zu kaufen für $5 weniger wie der Stockpreis. Jetzt ist die Call Option mit $5 in the money. Okay, was ist in the money mit $5, weil du kannst es kaufen für $5 billiger. Masche ein kann, ob sie da put in der Stockpreis ist $100. Und die kannst verkaufen den Stock für $95. Warum in der Welt sollst du es verkaufen für einen für $95, wenn die kannst es verkaufen für den Market für $100? Meint es, dass dann auf Tuche, wo du es bekommen, ist gut nicht wert. Es ist worthless. So, wenn es kommt zu expiration, wie bald es $5 out of the money, ist dann Option gut nicht wert mehr. 0. So hat gut nicht kein Value. So, ob die Test nicht gut nicht, meaning to say, weil eine Optionskante, da kannst du kaufen und verkaufen, bescheid, es ist noch nicht expired. Test nicht gut nicht, kaufst nicht und verkaufst nicht. Hast du das einmal gekauft,
Als es einmal verkauft, in sehr hoch, die bleibst dort. Was geschieht mit deinem Option? Okay? So darfst du das wissen. Als du kannst werden assigned shares. Das meint so, ob es ist eine Call Option, meint es du bist in the money, und so man gemacht am Uschel ein $100 Stack, es ist $95 der Strikepreis. So das meint in andere Werte, die kannst kaufen die Shares für $95. Geht dann Broker assumen, als die willst das kaufen. Für wo soll ein Mensch nicht wollen kaufen eine Sache für $95, wenn der Stockpreis ist jetzt $100? Geistig aufstehen zu früh, a Tag noch expiration, und die geistig der sehen mit 100 Shares in deinem Account. Weil jeder Options-Contract ist 100 Shares, so ob die geist nicht zu machen dem Contract für expiration, lässt du dich der sehen mit 100 Shares in deinem Account für $95. Versteht sich, du kannst gleich gehen zu der Market und es verkaufen für $100. Assuming der Market ist noch aus bei $100. Oder für whatever der Preis von der Market ist. Aber ob die bist nicht ready für dem, die darfst für dem oben $9,500 für 100 Shares von 95, aber die bist für dem nicht ready, dass du besser zu machen dann Option für dem, kedai sie soll nicht sticken, man sie, wo sie wird ungeriefen a Margin Call, der Broker hat doch kommen, low, ich darf oben von dich $9,500, weil das gekauft der Stock. So, die guys werden basically assigned the shares. Die guys bekommen shares für $95. Warte a put option, ob es ist in the money, out of the money kehre ich nicht, es expire, fertig. Der put option, Stockpreis ist $100, und die kannst verkaufen den Stock für $105. Geister dir sehen, dass verkauft 100 Shares von deinem Account für den Option Seller. Und die Geister dir sehen, dass es verkauft für $105. Ob hast du die Shares, es du plötzlich sehen, der nächste Tag, dass die Shares ist gone. Weil der Broker assumt, dass dieses gewollt verkaufen für $105. Ob hast du nicht die Shares, es du plötzlich sehen, dass verkauft Shares, wo du hast nicht, und das wird ungeriefen short. Okay? In some extra lesson, was short stock meint. So die Geister der sehen in a short position, wo es kann sein, als lohnt sich dort, weil du kannst es gleich zurückkaufen für $100, und damals hast du gemacht der Chilik von der zwei. Aber die don't see als ein Risk, ob das Tag geht und nicht mehr aufzugehen, geht es gehen gegen dir. So es ist besser, ob du bist nicht ready für es, hat es das machen sicher, dass du closed down position for expiration, und du lässt es nicht expiren in the money. Jetzt du exceptions für dem, für gewisse Mine Options, wo es ist cash settled, und es wird nicht exchange kann shares. Le Muschel. So du a SPX option, wo das ist basically a option of the S&P 500 Index. Das hat nicht ganz schön shares. Das sind nur Options, und die Option geht werden gesettelt in dein Account mit a Profit oder a Loss, laut wie viel der Preis von der SPX option ist bei expiration. In diesem Fall, no concern, sie wird gesettelt. Aber andere, also wie SPY oder Apple Shares, Tesla Shares, die alle Sachen geschehen, als die Guys werden automatically exercised und die Guys treffen mit den Shares in dein Account oder in draußen von deinem Account, lot calls and puts, lot die sind zum Free geschmissen. So du hast auch Brokers, wo sie gehen sehen, fahrt the option expired, als die Guys werden assigned the option, und die hast nicht das Geld in deinem Account, gehen allein zu machen die Option für dich. Aber si du Broker, wo sie gehen es nicht für dich, und auch wenn sich es sie die hast genug Geld in deinem Account oder nicht. Und das kann createn a margin call. Es ist nicht Welt, ob sie geschehen, aber es ist besser zu avoiden, ob du kannst es avoiden. But anyway, ob du weißt nicht pinklich, wo du gehst an, just mach sie die Option, fahr sie expired, mach sicher, dass du weißt, wo sie gehst an, und nicht, mach es sie. Anyway, das ist gewesen der Lesson auf, was geschehen bei Expiration Date, und für was ist wichtig zu wissen, dass dann Option Contract gedacht ist in the money, oder es ist out of the money. Ich hoffe, es hat euch geholfen. If du hast any questions oder comments, wo du wissen, so wir adressen in future lessons, please lass über a comment, and like, subscribe in YouTube, oder seht dich zu subscriben in chaimekstein.com/blog, chaimekstein.com/blog zu bekommen unsere decided lessons of the options market.